Bei mir zu Gast ist heute der Kabarettist, Autor und Liedermacher Werner Maier. In Ihrem kabarettistischen Programm, also jetzt in dem aktuellen, aber auch in denen davor, geht es ja um alles, was unseren Alltag heute bestimmt. Das sind erstmal scheinbar normale Dinge, aber wenn man genauer hinschaut, dann sind die zum Teil ganz schön absurd. Sie haben zum Beispiel schon mal über zwanghafte Schnäppchenjäger oder kampflustige Aldi-Kunden etwas gemacht. Sind das denn wirklich Situationen aus Ihrem Leben oder lachen Sie da eher ein bisschen über andere? Es sind immer Situationen aus meinem Leben, weil ich glaube auch, dass man da den richtigen Anknüpfungspunkt hat. Also man muss schon mal drinnen gestanden sein, in einem dichten Aldi und sich mal wie die Leute da drin auf mal werkeln und rumfetzen und so. Und das löst es dann aus, dass man natürlich über so Sachen Lieder schreibt. Ich finde einfach Lieder, die kehren direkt aus dem Alltag rausgenommen. Und wenn die eigene Erlebenswelt nicht dabei wäre, dann kann man das nicht überzeugend bringen. Also das ist immer ein Stückel, selber ist man da dabei, also was weiß ich jetzt, meine Frau schmeißt alles weg, ein Lied aus dem neuen Programm. Ah, liebe ich, das finde ich so klasse, absolute Realität, oder? Ja, total. Und wenn das Lied immer spielt, dann lachen immer die Leute nach der ersten Strophe, sage so, jetzt könnt ihr euch ein bisschen unterhalten miteinander, wie ist es denn bei euch daheim? Und dann lachen die Männer meistens und dann mache ich einen kleinen Männerchor, meine Frau schmeißt da alles weg und so. Nett. Ja, überhaupt, was ich persönlich sehr mag, ist, dass es so ein ganz liebenswerter, vielleicht eher sanfter oder auch menschenfreundlicher Humor ist. Also Sie sind, glaube ich, nicht der Typ, der mit dem Finger auf andere zeigt. Das liegt an Ihrem Charakter, oder? Das ist sicherlich auch eine Sache, die Sie privat durchziehen. Ja, also ich finde, Humor ist für mich immer was ganz viel mit einem selbst zu tun hat. Und wenn man den Eigenhumor richtig beibehält, dann wird man auch nie bösartig oder verletzend, weil man sich dann immer auch selber ganz schön mit reinnehmen muss und seine ganzen eigenen Erlebnisse drinnen widerspiegelt. Aber ich finde, es wird eigentlich erst richtig lustig, wenn man selber als Agierender in seinen Liedern quasi immer drinnen ist. Und es schwingt natürlich, also ich bin ein Menschenfreund, das gebe ich zu, ich bin vielleicht manchmal zu wenig, dass ich zu wenig Nein-Trash in diese ganze Kabarett-Gaudi oder dass ich mich immer wieder ein bisschen frage, ist das auch richtig, was ich mache? Vielleicht auch verletze ich niemand. Es gibt für mich Tabuthemen. Also ich werde nicht über behinderte oder alte Menschen irgendwie mich permanent in grober Weise lustig machen. Das mache ich garantiert nicht. Also das nehme ich aus. Ich kann schon einmal frech werden oder es kann einmal frivol werden oder es kann einmal derb werden, aber man muss dann von diesen Ecken bald wieder rauskommen, weil sonst haut man irgendwo drauf. Die Leute lachen zwar immer noch, aber es bleibt dann eigentlich nichts hängen. Ich merke oft bei diesen ganzen derben Sprüchen, bei den derben Sachen, die steckt man auch schnell wieder weg. Die hat man gehört, haha, wunderbar, aber dann ist man eigentlich schon wieder draußen. Und das Feinere, das Leichtere, der leichtere Humor, der schwingt mit. Man hat auch im Lied natürlich die Möglichkeit zu reimen und schöne poetische Sachen auch sprachlich zu machen. Und das verhängt sich dann immer. Und dann summen die Leute oft die Lieder. Ich merke das oft, wenn sie rausgehen aus dem Kabarett oder aus dem Liederprogramm, singen das noch ein bisschen nach. Und es bleibt so eine leichte Melancholie dann drinnen. Und das ist toll, das freut mich. Da war ich wieder mal auf einer Party, es war ganz nett. Um 11 Uhr, du, da springt schon einer auf, ja, er muss heim, er muss ins Bett. Ja, er lebt sehr gesund und passt immer rauf, dass ihm nix schott. Er raucht nicht, trinkt kein Alkohol, er radelt, er walkt und joggt. Alles, was auf den Tisch kommt, ist bei ihm voll biologisch. Ja, er möchte ganz lang leben und so ist es nur logisch, dass er das Leben betrachtet als wie ein Konto. Bei gesund Leben geht's ins Plus, bei schlecht Leben leider Minus, aber ich komm zu einem anderen Schluss. Das Leben, das ist keine Sparkasse, das Leben, das gehört verbraucht. Auch wenn man einmal einen Rausch hat, auch wenn man einmal eine raucht. Nein, das Leben, das ist keine Sparkasse, nein, das Leben, das gehört verbraucht. Auch wenn man einmal einen Rausch hat,
wenn man einmal eine raucht. Die Gesundheit, die Fitness, die Bio-Welle, mein gut und recht und schön. Aber manches, was so richtig schön ist, ist gar nicht gesund und tut oft weh. Eine lustige durchzechte Nacht, da brummt dir der Schädel in der Früh. Und du weißt nicht einmal genau, was der Wein, der Schnaps, das Bier. Die Exzesse und die Orgien, mei, die hat's doch schon immer gegeben. Solang's die Menschheit gibt, jawohl, der Rausch, der gehört zum Leben. Und das Leben, ja, das will gefeiert werden, und zwar mit Hochgenuss. Das Leben, das ist keine Sparkasse, weil irgendwann ist Schluss. Das Leben, das ist keine Sparkasse, das Leben, das gehört verbraucht. Aber wenn man einmal einen Rausch hat, wenn man einmal eine raucht, nein, nein, das Leben, das ist keine Sparkasse, nein, das Leben, das gehört verbraucht. Wenn man einmal einen Rausch hat, nein, wenn man einmal eine raucht. Ja, grad in der Liebe, da halten sie die meisten zurück. Keine Ekstase und keine Leidenschaft, hey, bei den meisten, da geht's doch ruckzuck. Ja, grad in der Liebe, ja, da soll man da nicht sparen. Ausgeben, verlieben und verschenken, weil ja mit den Jahren die Zeit ja immer kürzer wird, die man zum Leben hat. Aber wenn man richtig gelebt hat, ist man vielleicht mal lebenssatt. Doch wer nie richtig gelebt hat, immer knapp am Leben vorbei, der gibt bloß irgendwann einmal ein Leffe ab und der Herrgott sagt, ja mei. Das Leben, das ist keine Sparkasse, das Leben, es gehört verbraucht. Aber wenn man einmal einen Rausch hat, wenn man einmal eine raucht, nein, nein, das Leben, das ist keine Sparkasse, nein, das Leben, es gehört verbraucht. Aber wenn man einmal einen Rausch hat, wenn man einmal eine raucht. Wunderbar. Aus Ihrem neuen Programm Apps geht immer. Vielen Dank, Herr Meyer.